Und jetzt ist mir ein Anliegen, dass ich eine Geschichte vorlese, einen Aufsatz. Es geht um Folgendes. Wir Bayern, wir sagen mal gern, wir sind wir. Selbstbewusst, wir schreiben uns. Aber es ist gar nicht so verkehrt, wenn man sich einmal Gedanken macht, weil einen andere Leute sehen. Nicht aber bloß, weil wir uns selber sehen, sondern weil uns andere sehen. Und ich habe mir überlegt, wenn ein kleiner Feriengast aus Norddeutschland, also ein preußisches Kind, wenn der einen Aufsatz schreiben müsste über seinen Urlaub in Bayern, weil sie das anhören kann, weil er uns sagt. Urlaub in Bayern. Letztes Jahr im Sommer waren wir in Urlaub in Bayern. Meine große Schwester Jessica, meine Eltern und unser Hund Burgsmüller. Ich war auch dabei und ich bin 7 Jahre alt. Meine Eltern waren schon öfter in Bayern, aber für mich war es der erste Urlaub im Ausland. Weil ich war bisher nur in Bibione. Bayern wäre eigentlich sehr schön, aber man sieht es kaum, weil überall Berge davor stehen und es verdecken. Sehr cool sind manche Häuser. Sie sind tätowiert, zum Beispiel mit einem Hirsch, einem Berg oder einem Baum. Aber weil die Bayern das Wort Tattoo nicht kennen, sagen sie Lüftelmalerei dazu. Die Bayern sind lustige Menschen und lachen viel mehr wie die Leute bei uns zu Hause. Sie mögen uns sehr, denn wenn sie uns sehen, lachen sie noch mehr. Viele Bayern heißen Sepp, aber die meisten He. Das Lustigste in Bayern ist die Sprache. Manche können Deutsch, aber nicht alle. Der Ort, wo wir gewohnt haben, heißt Oberpfalz. Und da ist die Sprache echt krass. Als wir einmal gewandert sind, sind wir an einem Bauernhof vorbeigekommen und davor saß ein alter Mann auf einer Bank, aß ein Stück Torte und trank ein Bier. Mein Vater sagte zu ihm, dass schönes Wetter sei und der Mann meinte, lass mir mal Ruhe. Das heißt wahrscheinlich guten Tag. Ich wollte es auch gleich ausprobieren, ob ich die Sprache kann und sagte zu dem Mann, lass mir mal Ruhe. Er blickte aber sehr böse und sagte zu mir, Saubau. Geh bloß zu. Da sagten wir lieber nichts mehr. Der Mann stand dann auf und stöhnte und sagte, oh, bau die Scheißshow. Das heißt wahrscheinlich Tschüss. Gut gefallen haben mir in Bayern auch die Feste. Irgendwo ist immer eins. Da sitzen dann die Bayern und trinken Bier aus gläsernen Eimern. Normale Gläser gibt es nur für Kinder oder ganz alte Frauen. Wir sind auf einem Fest gewesen und es war sehr schön. Ich habe Pommes mit Ketchup gegessen, meine Schwester Jessica nichts wegen der Kalorien und meine Mutter ein halbes Händchen namens Händel. Der Papa hat weiße Spiralen gegessen, die heißen Radi. Und dazu einen Eimer Bier. Er sagte, das Radi und das Bier vertragen sich nicht. Und es rumort ganz doll in seinem Bauch. Und als er rülpste, fiel meiner Mama das Händchen hinunter. Wenn die Bayern einen Eimer Bier getrunken haben oder mehrere, schlafen sie ein oder reden in einer Geheimsprache. Es sind nur sehr kurze Wörter und mit diesen reizen sie sich gegenseitig, bis sie raufen. Auf dem Fest, bei dem wir waren, konnte man dies sehr schön beobachten. An unserem Nachbartisch im Bierzelt saßen einige Bayern mit ihren Eimern. Zuerst lachten sie und guckten zu uns herüber. Einer von ihnen konnte sogar Italienisch, denn er sagte zu meiner großen Schwester immer, Di Bacchiano. Sie verstand ihn aber nicht, weil sie nicht Italienisch kann. Plötzlich kam ein anderer Bayer am Nachbartisch vorbei und schon spielten sie das lustige Spiel, erst reden, dann raufen. Einer von denen, die am Tisch saßen, sagte zu dem, der vorbeiging, hey. Darauf sagte der Vorbeigehende, was, hey. Worauf der andere ziemlich böse meinte, hey, geil, hey. Das hätte er vermutlich nicht sagen sollen. Denn der Vorbeigehende sagte nur mehr, pass bloß auf, hey. Und schon rauften sie. Obwohl es ziemlich lustig war, gingen wir, denn meine Mama mag keine Gewalt. Etwas anderes ist mir auch noch aufgefallen in Bayern. Bayern reden nicht so gerne wie wir. Manche sind beinahe stumm.
Dies kann man am besten im Wirtshaus sehen. Eines Abends ging mein Vater mit mir ins Dorfwirtshaus und wir bestellten Bratwürste mit Kraut, die sehr lecker schmeckten. Es waren außer uns nur 2 Einheimische da. Diese saßen am Stammtisch, tranken Bier und schwiegen. Mein Vater sagte freundlich zu ihnen: Die Bratwürste schmecken hervorragend, meine Herren. Sie aber schwiegen weiter. Sie sagten zu meinem Vater nichts, zu mir nichts und zu sich auch nichts. Wenn sie nicht ab und zu vom Bier getrunken hätten, hätte man meinen können, sie seien tot. Plötzlich, nach ungefähr einer Stunde tat sich etwas. Einer von den beiden seufzte: Ja, mei. Und wir dachten, jetzt beginnt ein Gespräch. Doch der andere sagte nur: Aber ehrlich. Und das war es. Mein Vater machte noch einen Versuch und rief hinüber: Es gefällt uns sehr gut hier bei Ihnen in Bayern. Wir waren auch schon auf dem Feuerwehrfest. Waren Sie auch schon da, meine Herren? Da sagte ein Bayer zum anderen: Schau. Dann war es wieder ruhig. Das war uns zu unheimlich und wir verließen den stillen Ort. Aber die Bayern sind nicht immer so mürrisch. Zum Beispiel sind sie richtig lustig, wenn sie sich gegenseitig beleidigen. Das gefällt ihnen scheinbar sehr. Als mein Vater und ich einmal in unserem Urlaubsort in der Dorfmetzgerei einkauften, kam ein Bayer herein und sagte zum Metzger: Servus Hans, alter Hundskrippel. Da lachte der Metzger und sagte: Habe der Sepp, Berner Kreislicher. Sepp, der Berner, freute sich sehr. Als noch ein weiterer Bayer hereinkam, wurde die Stimmung immer besser. Er begrüßte die anderen beiden mit einem herzlichen: Ja, da schau her, der Sepp und der Hans. Grüß euch, Schlawiner, Elentige. Auch Hans, der Hundskrippel, und Sepp, der Berner, begrüßten den Neuankömmling und riefen: Ja, grüß dich, Franz, alter Suffbeidel, stinkerter. Franz, der riechende Suffbeutel, war total begeistert und lachte über das ganze Gesicht. Dann sagte Sepp, der Berner, zu Hans, dem Metzger, beziehungsweise Hundskrippel: Hey Hans, gib mir einmal 3 Bohr für deine kreislichen Pfölzer. Du Leibscheißer, du Windiger. Metzger Hans meinte dazu: Für dein Saumung taugen's alleweil noch. Geschwollkopf der Bauer um 5. Es gibt scheinbar nichts Schöneres für einen Bayern, als beleidigt zu werden. Denn sowohl Hans, der Leutebescheißer, als auch Sepp, der Berner, und Franz, der Suffbeutel, waren in einer super Stimmung und lachten. Mein Vater sagte zu mir: Pass auf, Jochen, jetzt mache ich auch mit bei dem Spaß. Dann sagte er zum Metzger: Geben Sie mir bitte 100 Gramm von Ihrer verfaulten Salami. Sie Vollidiot. Plötzlich lachte keiner mehr. Und alle sahen meinen Vater an. Der Metzger sagte mit finsterem Gesicht: Schau bloß, dass du weiterkommst. Preisenschädel futzer. Das habe ich zwar nicht genau verstanden, aber es hörte sich nicht gut an. Und wir verließen ohne Wurst die Metzgerei. Wahrscheinlich ist Vollidiot eine Beleidigung, die die Bayern noch nicht kennen. Und deshalb freuen sie sich nicht darüber. Sonst war es in Bayern sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, denn ich durfte abends immer mit 4 Jungs aus dem Dorf Fußball spielen. Die bayerischen Jungs sind echt nett. Sie ließen mich sogar den Ball holen, wenn er in den Nachbarsgarten geflogen war. Und sagten, das ist eine große Ehre für mich. Als ich den Ball wieder herausgeholt hatte, sagten sie, dass es nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein großes Glück für mich ist, weil heute scheinbar der Kampfhund nicht da ist. Die sind doch voll lustig, oder? Ich habe mir extra die Namen der Jungs notiert, damit ich ihnen nach dem Urlaub schreiben kann. Sie heißen Fertel, Alois, Kilian und Ülzgür. So, das war's. Ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub in Bayern, weil Bayern ist voll cool. Aber vorher kaufe ich mir noch ein Wörterbuch. Dankeschön. Prost.